Der Matthias Gfeller nimmt also den Hut. Über die Hintergründe von seinem Rücktritt ist noch nichts bekannt. Letzten Freitag hat die Grüne Partei den Medien eine Einladung verschickt für eine Pressekonferenz am Montagmorgen und dort drin den Rücktritt vom Stadtrat angekündigt. Dort drin steht auch, dass sie dann über die Hintergründe informieren. Die Informationen sind beleidigt mit einer Sperrfrist bis am Montagmorgen am 11 Uhr. Natürlich hat auch Teletop das Schreiben bekommen und hat also auch seit dem Freitagnachmittag vom Rücktritt gewusst. Nach Absprache mit dem Matthias Gfeller und dem Präsidenten der Grünen Winterthur, dem Reto Diener, hat sich die Redaktion aber dazu entschieden, Rücksicht auf die persönlichen Umstände vom Stadtrat Gfeller zu nehmen und die zugegebenermaßen sehr unüblich lange Sperrfrist von fast 69 Stunden einzuhalten. Auch in der Korrespondenz vom Freitag haben die Grünen weder die Begründung vom Rücktritt noch von dieser langen Informationssperre bekannt gegeben. Einzig, dass es schützenswerte Interessen gäbe vom Betroffenen aus persönlichen und aus medizinischen Gründen. Jetzt hat die Zeitung Landbote den Rücktritt trotz der Sperrfrist gestern Abend auf ihrem Online-Portal veröffentlicht. Mit der Begründung, dass auf Facebook schon jemand damit rausgerückt sei. Für den Präsidenten der Grünen Winterthur, Reto Diener, ein Affront. Weder er noch der Matthias Gfeller selber möchten dazu vor der Kamera Stellung nehmen. Der Reto Diener teilt Teletop aber auf Anfrage hin schriftlich mit. Dass der Landbote die Informationssperre nun gebrochen hat, ist für uns kein Grund, zum gegenwärtigen Zeitpunkt inhaltlich mehr zum angekündigten Rücktritt zu sagen. In einem zweiten Artikel über den Rücktritt von Matthias Gfeller wirft der Landbote der Grünen Partei schlechte und branchenunübliche Kommunikation vor. Auch gegen diesen Vorwurf wehrt sich der Präsident vehement und ist ernüchtert. Die Informationspanne liegt beim Landboten, nicht bei uns. Wir sind darüber sehr enttäuscht. Wir haben im Gegensatz zu anderen mit offenen Karten gespielt und halten dieses Vorgehen als Missbrauch des Informationsprimats. Es gibt keine plausible Begründung dazu, weshalb diese Information am Samstagabend und nicht erst am Montagabend in der Zeitung stehen muss. Reaktionen der Parteien auf den Rücktritt kommen postwendend. Für die SVP ist der Schritt überfällig. Durch die Wermering-Affäre sei schon genug Schaden entstanden. Millionen Franken sind da quasi rausgerührt worden. Und dass man da jetzt aufräumt, dass da ein neuer Stadtrat kann, mit neuen Ideen, mit einer anderen Politik kann das Departement übernehmen, begrüßen wir. Gerne übernehmen würde es zum Beispiel die SP. Ja, wir nehmen den Rücktritt zur Kenntnis und die SP ist eigentlich wirklich der Meinung, dass der Sitz muss auf der fortschrittlichen, ökologischen, offenen, sozialen Seite bleiben und wir würden alles daran setzen, dass wir mit anderen Parteien, aber auch parteiintern wirklich da die beste Lösung machen können, dass wir das Ziel erreichen können. An der Pressekonferenz wird morgen auch der Hausarzt von Matthias Gfeller dabei sein. Das lässt vermuten, dass der Stadtrat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Jetzt ist die Katze also aus dem Sack. Am Dienstag dann informiert die Stadt über das Ergebnis der Administrativuntersuchung in der Wermering-Affäre. Dass der Rücktritt ausgerechnet einen Tag vorher veröffentlicht wird, scheint kein Zufall zu sein. Ob es aber wirklich die Wermering-Affäre war, wo Matthias Gfeller den Kopf und vielleicht sogar seine Gesundheit gekostet hat, das wird morgen bekannt geben.